Ja, geistliche Reife heißt ja, man hat einen Hunger nach Gottes Wort. Wir schreien nach diesem Wort wie kleine Kinder, heißt es. Darum möchte ich heute Morgen gleich mit dem Bibeltext beginnen. Hebräer 2, 5 bis 18. Wir fahren hier weiter, wo wir mit Stefan vor 2 Wochen aufgehört haben. Außerdem sind es nicht die Engel, denen er die zukünftige Welt, von der wir hier sprechen, unterstellt hat. Denn an einer Stelle in der Schrift heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest. Für eine kurze Zeit hast du ihn geringer als die Engel gemacht und hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Aber noch sehen wir das alles nicht. Doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Denn er sprach zu Gott, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Ich will dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Er sagt auch, ich will Gott vertrauen und weiter, hier bin ich zusammen mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen Abrahams zu helfen, das sind wir, nicht den Engeln. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer Hohepriester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Amen. Was für ein umfassender Text, ich weiß es, aber es ist auch ein sehr herrlicher Text, weil es steht hier drin, Gott will seine Herrlichkeit mit dir teilen. Und das ist etwas vom Gewaltigsten, das es gibt. Der Hebräerbrief wurde im 1. Jahrhundert nach Christus geschrieben an Christen, die in großer Bedrängnis waren, die mit Furcht und Enttäuschung zu kämpfen hatten. Und weil sie so viele Schwierigkeiten erlebten, brauchte es diesen Brief, um ihnen zu sagen, hört einmal, Schwierigkeiten, Nöte und solche Dinge und die Versuchungen, die wir daneben noch erleben, sind eine große Gefahr, dass man abdriftet im Leben von dem Glauben an Jesus Christus. Und sie haben diese Ermutigung gebraucht und der Hebräerbrief zeigt uns immer wieder, dass die einzige Art, wie wir mit den Nöten und den Schwierigkeiten, den Herausforderungen und Versuchungen unseres Lebens zu Gang kommen, das ist, indem wir unseren Blick auf Jesus richten. Praktisch in jedem Kapitel in diesem Buch kommt diese Ausrichtung vor, schau auf Jesus. Schau nicht auf deine Probleme, schau nicht auf deine Sorgen, schau nicht auf deine Versuchungen, schau auf Jesus und du wirst diesen Lauf siegreich beenden können. In der ersten Predigt haben wir Jesus gesehen, erhöht auf dem Thron. Stefan hat ihn so wunderbar groß gemacht und er hat uns zugleich gesagt, hey, Jesus, der auf dem Thron sitzt, Jesus, der erhöht ist, der größer ist als alle Engel, der höher ist als alle Erschaffene, es ist so wichtig, dass wir auf ihn hören, auf seine Stimme hören. Jesus ist die letzte große Offenbarung von Gott an uns Menschen, bevor Jesus eines Tages wiederkommt. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir auf die Stimme und die Worte von Jesus und des Evangeliums hören. Und wenn wir das tun, werden wir nicht abdriften, sondern wir werden siegreich ins Ziel eingehen. Aber Jesus in seiner Erhabenheit
Er ist nicht irgendwie jemand, der auf Wolke 7 abgespaced, weit weg von uns Menschen sich irgendwo bewegt, sondern in diesem Text lesen wir, dass er eben nicht nur König, sondern auch Bruder ist. Und als Bruder nimmt er Anteil an deinem Leben auf eine Art und Weise, die so tief ist, wie es niemand anders in unserem Leben je tun kann. Ich weiß nicht, lest ihr hin und wieder auch mal gewisse Zeitungsartikel und dann liest du immer wieder von Situationen, wo Menschen angegriffen werden auf der Straße, im Tram. Menschen schauen zu und niemand greift ein. Und wisst ihr, Jesus, er ist genau nicht so. Er sieht, unter welchen Attacken, unter welchen Schwierigkeiten wir Menschen stehen und er ist nicht unberührt davon, sondern er kommt als unser starker Bruder und er greift ein. Und damit wir eigentlich die Bedeutung davon verstehen, müssen wir unser Dilemma zuerst einmal verstehen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, in den ersten Versen in diesem Kapitel, Hebräer 2, 6a bis 8, heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest. Für kurze Zeit hast du ihn geringer als die Engel gemacht und du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Und wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Liebe Freunde, dieser Text ist nicht über Gott geschrieben. Dieser Text ist über dich und mich geschrieben. Es ist ein Text, der uns Menschen beschreibt. Ich möchte dir die Frage stellen, kennst du diese inneren Träume, wo du vielleicht als Dame schon davon geträumt hast, vielleicht vor vielen Jahren eine Prinzessin zu sein? Kennst du als Mann irgendwo diesen Traum, vielleicht ein Held zu sein? Irgendwo der Hero zu sein? Liebe Freunde, das sind Dinge, die hat Gott von der Ewigkeit her in unsere Herzen gelegt. Und der Plan von Gott war, dass wir die überragende Gunst von Gott in unserem Leben erleben sollten. Wie? Indem wir einen Gott haben, der an uns denkt. Wir haben es schon gelesen, Psalm 139, 17. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich. Hör mal, niemand denkt mehr über dich nach als Gott. Was für eine Ehre. Was für eine Liebe. All diejenigen, die verliebt waren, die kennen das Gefühl, du kannst nur noch an die Person denken. Und weißt du, keiner denkt so viel an dich wie Gott. Was für eine Ehre. Und der Mensch sollte eigentlich einen hohen Status genießen, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt durchs Leben gehen. Und er sollte auf Erden herrschen. Die Bibel sagt uns, es gibt nichts, das Gott dem Menschen nicht unterworfen hat. Er sollte auf Erden herrschen, konstruktiv gestalten, kreativ, vom Geist Gottes inspiriert, diese Erde bewirtschaften und die Erde sich untertan machen. Aber nun heißt es in Vers 8, aber noch sehen wir das alles nicht. Liebe Freunde, was wir hier lesen, ist nicht die heutige Realität. Es beschreibt das, was der Mensch einmal hatte und was er verloren hat. Und der Grund, warum wir es verloren haben, warum wir diesen Status verloren haben, warum wir diese Herrlichkeit verloren haben, warum wir dieses Vertrauen verloren haben, dass die Liebe Gottes und seine Gedanken zu uns alles gibt, was wir an Status, an Bedeutung in unserem Leben brauchen. Der Grund ist der, dass wir Gott misstraut haben. Und dass wir unser Leben in die eigenen Hände genommen haben und angefangen haben, unser Leben losgelöst von Gott selbst zu gestalten. Die Bibel geht hier nicht tiefer darauf ein, sie sagt nur, noch sehen wir das alles nicht. Und durch dieses Misstrauen ist noch etwas Schärferes, ein noch größeres Dilemma in die Welt gekommen, und das ist der Tod. Es ist diese Furcht vor dem Tod, durch die nur Jesus uns freimachen kann. Es heißt, so konnte Jesus die befreien, die ihr Leben lang Sklaven vor dem Tod waren. Ich weiß, in den letzten Jahren ist bei uns in den Medien die Furcht vor dem Tod enorm runtergespielt worden. Man hat alles daran gesetzt, dem Tod in der Gesellschaft die letzte Furcht zu nehmen.
Aber überleg dir einmal in deinem Leben, woher kommen letztlich deine tiefsten Ängste und Sorgen? Wenn du deine tiefsten Ängste und Sorgen in deinem Leben extrapolierst ins Maximum, wirst du feststellen, woher sie kommen. Es ist die Furcht vor dem Tod. Warum? Weil der Tod das ist, das letzte Signal an den Menschen, dass er nicht alles im Griff hat. Schau, Sorgen haben wir dann, wenn wir die Kontrolle verlieren. Ängste bekommen wir dann, wenn wir die Dinge nicht mehr irgendwo kontrollieren können. Und der Tod ist das Signal an alle Menschen. Du kannst das Leben letztlich nicht kontrollieren. Sigmund Freud, und ich bin kein Freudianer, ich bin mehr ein Mann der Freude wegen Jesus, er sprach viel über den Tod. Und er sagte Folgendes: Wir sind tief betroffen von einer Zwiespältigkeit in Bezug auf den Tod. Freud glaubte, dass der Mensch ein gespaltenes Verhältnis zum Tod hat. Er sagte, einerseits hat der Mensch einen Todeswunsch wegen seiner Schuld, wegen seiner Scham und wegen seiner Nöte. Andererseits lehrte Freud, dass der Mensch eine riesige Furcht vor dem Tod hat und diese versucht sein Leben lang zu unterdrücken. Und Freud sagte, wenn uns bewusst wird, was Tod heißt, werden wir alle erschüttert. Ich weiß nicht, ob ihr Leo Tolstoi kennt, den großen Schriftsteller. Er sagte, als ich 50 wurde, hat sich etwas fundamental verändert. Ich hatte eine Frau, die mich liebte, meine Güter vermehrten sich ohne mein großes Zutun, ich wurde respektiert, mir ging es gesundheitlich gut, aber ich konnte nicht mehr unbeschwert weiterleben. Er sagt, die Frage, die mich umhertrieb, war die: Gibt es irgendeine Bedeutung in meinem Leben, welche nicht durch den Tod zerstört wird? Nicht nur werde ich aufhören zu existieren, sagte er, sondern auch alle, die ich kenne und die ich liebe. Eines Tages wird sich niemand mehr an mich erinnern. Der Tod macht das Leben bedeutungslos. Liebe Freunde, wir haben vieles im Griff vielleicht in unserem Leben. Eines hat niemand im Griff und das ist der Tod. Die Statistik sagt, von 100 Menschen, die geboren werden, sterben 100. Das ist eine Statistik, kannst du nicht fälschen. Niemand steht darüber und trotzdem sagt uns hier der Hebräerbrief, es gibt aber eine radikal andere Realität in Bezug auf den Tod und das ist das, dass Jesus diesem Tod die Macht genommen hat. Schaut, Jesus wird beschrieben hier drin als König. Und jetzt wird der Psalm, den wir gerade gelesen haben, er wird ausgelegt nicht mehr auf den Menschen, sondern die Bibel sagt, hey, wir haben eine Parallele zu Jesus. Und plötzlich wird dieser Psalm zu einem messianischen Psalm und die Bibel sagt uns hier, doch nun sehen wir Jesus, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er den Tod auf uns nahm. In der Menschwerdung von Jesus wurde Jesus für eine Zeit geringer als die Engel. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, sagt uns die Bibel. Und wisst ihr, aus diesem Vers wird klar, dass Jesus all unser Leiden, all unsere Ängste, all unsere Befürchtungen und Sorgen, inklusive all unserer Schuld, auf sich genommen hat, um uns zu befreien. Schaut, er ist ein ganz anderer Herrscher als die Herrscher und Könige dieser Welt. Die Könige und Herrscher dieser Welt, die chillen in ihren Villen. Aber Jesus, er hat seine Villa verlassen und er ist hier als einfacher Mensch auf diese Welt gekommen. Und die Bibel sagt, weil er sich so erniedrigt hat und weil er gehorsam war und diesen Weg bis zum Kreuz und den Tod dort erlitten hat und diesen Weg gegangen ist, darum hat Gott ihm gesagt, ich erhebe dich, ich gebe dir die Herrlichkeit und Ehre und kröne dich als den König der Könige und Herr aller Herren. Liebe Freunde, es gibt keinen Religionsführer auf dieser Welt, der nur annähernd das für seine Anhänger getan hätte, wie Jesus es getan hätte. Keinen.
Und wie ist das geschehen? Und dann sagst du, ja, aber Tod, das töten dann nach Kapitulation. Schaut, was wir hier nur angedeutet sehen, und wir werden noch mehr darauf kommen im Hebräerbrief, das macht es uns etwas schwierig in diesem Brief, weil er viele Konzepte der Schreiber hineinnimmt, die erst später dann in der Tiefe ausgelegt werden. Aber Jesus, er hat triumphiert in seinem Tod, und zwar über seinen Tod durch seine Auferstehung. Schaut, durch seine Auferstehung hat Jesus der Angst und dem Tod die Macht genommen. Warum? Weil Jesus den Menschen Folgendes sagte: Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat nicht mehr der Tod das letzte Wort, sondern die Auferstehung. Versteht ihr den Unterschied? Darum sagt die Bibel, wer an mich, oder sagte Jesus, wer an mich glaubt, wird nicht sterben, sondern er wird leben. Und es gibt eine neue Statistik. Von 100, die glauben an Christus, werden 100 auferstehen. Liebe Freunde, Jesus, er ist der König, der das vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Und weißt du was? Er hat durch seinen Tod und seine Auferstehung, hat er im Leben all derer, die an ihn glauben, die Macht und die Angst vor dem Tod zerbrochen. Was heißt das? No fear. Schau mal, wenn du den Tod nicht mehr fürchten musst, was musst du da noch fürchten auf dieser Welt? Überleg mal. Wenn der Tod in deinem Leben nicht mehr das letzte Wort hat, was willst du dann noch Angst haben vor anderen Dingen? Der größte Feind ist besiegt in deinem Leben. Wow. Ich habe das so eindrücklich erlebt, als ich im Dezember noch bei René Berweger, einem Mitglied von unserer Kirche, im Spital war. Er kam nach den Herbstferien von einer Reise zurück, hat enorme Bauchschmerzen und so weiter. Und man hat dann im November festgestellt, dass er Krebs hat, der ganz stark bereits metastasiert war. Und im Gespräch mit den Ärzten sagten sie ihm, hören Sie, wir können noch vieles tun, aber wir haben keinen Funken Hoffnung, dass wir noch etwas ändern können. Ist zu weit fortgeschritten. Ein Mann, ein Schmied, starker Mann. Von einem Moment auf den nächsten steht er vor dem Todesurteil. Und als ich ihn besucht habe im Spital, sagte er, weißt du, Matthias, ich mache nichts mehr. Ich werde nichts mehr machen, es bringt sowieso nichts mehr. Aber weißt du was? Ich möchte dir erzählen, was Jesus alles in meinem Leben getan hat. Und dann fing er an, mir zu erzählen, wie Jesus schon als Waisenkind, wie er im Heim aufgewachsen war, wie er Jesus begegnet ist. Und wie dieser Glaube an Jesus sein ganzes Leben einfach begleitet hat, durchzogen hat. Ich bin Schmied, ich bin schon nicht das feinste Wasser, weißt du, als Mensch. Aber der Glaube an Jesus im Angesicht des Todes, ich kann euch sagen, 4 Wochen nach unserem Gespräch ist er gestorben und er wusste, dass er stirbt. Aber wisst ihr, was ich nicht festgestellt habe bei ihm? Angst. Keine Angst. Und ich habe so erlebt im Gespräch mit ihm, was es heißt, Jesus hat die Angst vor dem Tod zerbrochen. Er hat ihr die Macht genommen. Liebe Freunde, das ist geistliche Reife. Wenn unser Leben dorthin kommt, wo die Angst vor dem Tod in unserem Leben die Bedeutung und die Macht verloren hat. Ich möchte dich fragen, kennst du Jesus so als König in deinem Leben? Kennst du ihn als den, der auch in deinem Leben diese größte Angst besiegt hat und in deinem eigenen Leben dir etwas genommen hat oder dir das genommen hat an Befürchtungen, an Sorgen über die Zukunft, weil du weißt, er ist auferstanden und ich werde eines Tages auch auferstehen. Jesus, er ist König, aber er ist nicht nur König, er ist nicht nur erhöht, sondern er ist uns auch so nahe als Bruder. Er wird hier beschrieben als Bruder und es ist ein Bild, das wir so oft nicht von Jesus haben. Wir kennen ihn als den König, den Erhobenen, aber liebe Freunde, niemand ist uns näher als Jesus, unser Bruder. Und wisst ihr, das Bild ist eigentlich so schön.
Ich habe ja 3 jüngere Brüder. Und die 2 Jüngsten in unserer Familie, die sind 9 und 12 Jahre jünger als ich. Aber die haben etwas gemacht, wenn sie bedroht wurden in der Schule. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Wenn du nicht aufhörst, hol ich den Großbrüder. Hatte ich leider nie, aber das ist ja, wenn man der Älteste ist, hat man nie einen großen Bruder. Aber das Bild, ich hol den Großbrüder, das ist ein Bild, das wir alle kennen. Warum? Es sagt, hey, wenn der kommt, der wird euch denn schon, alle Lehrer und Lehrkräfte bitte nicht hören, er wird das tun, was man nicht tun sollte. Aber er wird euch einschüchtern. Er wird euch schon sagen, dass ihr nett und lieb mit mir umgehen müsst. Warum? Schau, das Bild des größeren Bruders ist dieses Bild des Stärkeren. Es ist das Bild dessen, der die Dinge im Griff hat, der kämpft für dich. Und das ist genau das Bild von Jesus. Und von diesem Jesus, der bei den Gemeinheiten, bei den Schwierigkeiten, bei den Nöten und Versuchen unseres Lebens dazwischen treten wird und sagen will, egal was kommt, ich schütze dich. Ich stehe dir sogar in deiner Schwachheit, ich stehe dir zur Seite. Schaut, so haben nun, heißt es im Vers 11, Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Schaut, nicht nur hat Jesus diesen Stoß des Todes genommen, sondern er erhebt sich auch und sagt, ich stehe auf dieselbe Stufe mit dir. Und warum sollte er sich schämen? Ja, liebe Freunde, ich glaube, die Gründe sind nicht so schwierig. Weil wir bringen diesem Bruder nicht immer so Ehre. Wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln, ist nicht immer so königlich, wie es sein sollte. Ist nicht immer das, was Gott an Heiligkeit und an Veränderung im Leben der Christen eigentlich erwarten würde. Aber weißt du, der große Bruder kommt und sagt, hey, ich verdamme dich deswegen nicht, aber ich stehe an deiner Seite. Und wie heißt es hier drin? Er ist der wirklich, ich muss den Text noch mal schnell holen, ich habe ihn nicht hier drin. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Oder die in Tests geraten oder Prüfungen. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, bedeutet nicht nur Versuchung zur Sünde, sondern es kann auch heißen, dass wir in Nöte, in Schwierigkeiten hineingeraten, die uns abdriften lassen wollen von dem Kurs auf Jesus. Und liebe Freunde, das kennen wir alle. Und ich weiß nicht, kennst du dann auch so diese Momente, wo du beschämt bist über dich selbst und dachtest, einmal, das hat jetzt doch nicht sollen sein. Warum habe ich so gehandelt? Warum habe ich so gedacht? Und Jesus sagt, weißt du was, ich schäme mich nicht zu sagen, du bist mein Bruder. Ich schäme mich nicht. Hast du dich schon geschämt für Leute in deiner eigenen Familie? Haben sich schon Leute in deiner Familie für dich geschämt? Yes, yes. Aber nicht Jesus. Nicht Jesus. Schaut, er kennt den Prozess, in dem wir sind, geistlich reif zu werden. Er kennt den Prozess, in dem wir sind, Jesus ähnlicher zu werden, stark zu werden im Glauben. Was für ein Privileg. Und weißt du, was Gottes Ziel ist? Ich lese den Vers nochmal, weil das ist das große Ziel in diesem Text, dass wir diese Hoffnung nie verlieren. Vers 10, denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Wow! Weißt du, was er hier sagt? So wie Jesus gekrönt wurde, ich will dich eines Tages, ich will dich krönen. Ich will dich, diesen Traum des Prinzen, des Helden, ich will den in deinem Leben eines Tages, will ich den komplett wiederherstellen. Und du wirst all das, was du verloren hast in diesem Leben, durch die Sünde und durch deine eigenen Wege, durch den Zweifel, die Sorgen, eines Tages, ich werde das wiederherstellen und ich werde dich krönen in einer ähnlichen Art, wie Jesus gekrönt wurde.
Liebe Freunde, ich stehe hier vor zukünftigen Prinzessinnen und Prinzen heute Morgen. Aber damit wir dorthin gelangen, sagt die Bibel, müssen wir feste darauf achten, auf das Wort Gottes, dass wir nicht davon abdriften. Die Geschichten, wir haben es am ersten Sonntag noch gehört, sind genügend da, der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte der Bibel und auch in der heutigen Zeit, wo Menschen abgedriftet sind. Und wenn uns diese Gefahr bewusst ist, ich glaube, dann wollen wir umso mehr uns aufmachen und sagen, Jesus, sei du König meines Lebens. Du bist der, der den Tod überwunden hat. Dir will ich folgen, dir will ich mich unterordnen. Und du bist auch mein Bruder. Ich weiß, ich muss diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Du bist an meiner Seite. Du bist der große Brütsch, wo einer kommt, wenn ich es nicht schaffe. Aber ich setze mein Vertrauen nicht auf mich, sondern jetzt sehen wir all das, was wir sein werden, noch nicht. Aber wir sehen Jesus. Wir sehen Jesus. Ich denke an diesen Mann, der jahrelang mit Jähzorn zu kämpfen hatte. Und eines Tages kam er in die Seelsorge und er sagte, ich werde es nicht los. Und wisst ihr, er hat so einen ganz einfachen Rat bekommen. Und der Rat war der, das nächste Mal, wenn du dort in Versuchung gerätst, dann sag, Jesus, Jesus, hilf mir. Jesus, trage mich durch. Jesus, auf dich will ich vertrauen. Jesus, hilf mir jetzt, wo ich herausgefordert bin. Hilf mir jetzt, wo ich es nicht schaffe. Und liebe Freunde, dieser Mann wurde innerhalb von wenigen Wochen frei von seinem Jähzorn. Wisst ihr warum? Nicht, weil er sich selbst beherrschen konnte. Weil der Jesus, der König, der Jesus, sein Bruder, an seiner Seite war und sagte, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich kenne das Aufwallen des Zornes auch. Kannte Jesus auch. Aber ich gebe dir Sieg. Ich gebe dir Sieg. Jesus, kennst du ihn als deinen König? Kennst du ihn als deinen Bruder? Wollen wir doch aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, du hast selbst gelitten, du hast selbst Versuchungen erfahren. Und du bist derjenige, der helfen kann. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute Morgen durch die Reihen gehst. Jeder von uns erlebt es. Jeder von uns steht in seinem Leben in Situationen, wo wir sagen, wir können es nicht. Herr Jesus, heute Morgen wollen wir dich anrufen als Bruder. Wir wollen dich anrufen als König, der du für uns gestorben und auferstanden bist. Und in deiner Gegenwart ist Kraft für unser Leben, Kraft auf Kurs zu bleiben, Kraft nicht abzudriften, Kraft nach vorne zu schauen, Kraft auch nicht mehr die Hoffnung auf uns selbst zu setzen, sondern auf dich, Herr Jesus. Ich danke dir von Herzen für deine Gegenwart. Und ich möchte heute Morgen fragen, hey, wie viele sind hier, die sagen, hey, ich kenne das in meinem Leben. Ich kämpfe immer wieder mit Ängsten. Das ist meine Herausforderung. Und ich weiß, es gibt sicher Ängste, wo es gut ist, wenn wir sie auch therapeutisch behandeln lassen. Aber ich meine nicht in erster Linie nur das, sondern ich meine, da kommen immer wieder Befürchtungen hoch. Und an diesem Tag möchte Gott dir helfen, deine Angst zu zerbrechen. Die königliche Herrschaft von Jesus über deine Ängsten zu erleben. Und wenn es dein Wunsch ist, dann darfst du in einem Moment deine Hand heben und wir werden für dich beten. Hier sind Menschen, die sagen, hey, ich bin herausgefordert, ich erlebe Drucksituationen, ich erlebe im Moment auch gewisse Versuchungen und es ist nicht einfach. Bitte bete für mich. Und
Euch möchte Jesus heute als König, als Bruder begegnen. Er fühlt mit, mehr als jeder andere. Aber er hat auch die Macht, in deinem Leben diese Dinge zu überwinden. Ich möchte dich einladen, dass du auch deine Hand zu Gott streckst heute Morgen. Wenn du sagst, ich brauche dich, Herr, ich brauche dich einfach. Und Herr Jesus, es ist so wunderbar, dass du, unser Bruder, heute Morgen hier bist. Und dass du gerne denen hilfst, die dich anrufen. Ich brauche dich auch. Ich erhebe meine Hände nicht für andere, ich erhebe sie für mich. Und sage, ich brauche deine Kraft. Ich kann diesen Kurs alleine nicht gehen, weder in meinen Emotionen noch in meinem Willen. Ich brauche dich, Jesus. Dich sehen wir heute Morgen. Und ich bete, Herr Jesus, dass deine Kraft Menschen an diesem Tag in ihren Herzen berührt. Dass die königliche Macht Jesu Ängste zerbricht im Leben von Menschen. Dass dein Hineinstehen, Jesus, unser Bruder, Menschen an diesem Tag eine Zuversicht gibt für die Versuchungen, in denen sie sind, stark zu sein, zu wissen, Jesus hat schon für mich gekämpft, der Sieg gehört mir und ich darf ihn an diesem Tag in Anspruch nehmen. Und ich bete, Vater, dass auch über jede satanischen Gedanken der Verführung deine Macht an diesem Tag einen Zerbruch erleidet. Durch Jesus Sieg, durch deine Kraft am Kreuz. Und Jesus, ich freue mich, dass wir dich eines Tages sehen dürfen. Ich danke dir, dass wir ohne Angst dem Tod entgegensehen dürfen, weil du ihn überwunden hast. Halleluja. Herr, wir gehen mit erhobenem Haupt durch unser Leben und in die Zukunft. Ja, wir sind heute schon berührt von der Herrlichkeit von dir. Und eines Tages werden wir dir gleich sein, heißt es. Wir werden sein wie du. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir auch noch für Menschen beten. Und hey, ich möchte unser Team beten, doch nach vorne zu kommen. Wir wollen ganz spezifisch beten für die Menschen, die ein Wort auch bekommen haben. Hier war jemand mit einer großen Sorge, jemand mit dem Magen und jemand mit dem Knöchel. Und ich möchte vor allem, an diesem Tag dich einladen, wenn du hier bist und du sagst, ich habe diese Gewissheit nicht, ein Bruder von Jesus zu sein, eine Schwester von Jesus zu sein, dann ist an diesem Tag deine Gelegenheit, Jesus in dein Leben aufzunehmen. Die Bibel sagt uns, es geschieht nicht einfach automatisch. Es braucht in unserem Leben eine Entscheidung, Jesus als unseren Retter, Jesus als unseren Herrn anzunehmen. Und du darfst an diesem Tag diese Entscheidung treffen. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier bist, ohne die Gewissheit, dass du nach dem Tod mit Christus, wie Christus auferstehen wirst, dann komm und lass für dich beten. Gib dein Leben Jesus und die Macht über die Angst des Todes wird zerbrochen, weil du den Glauben bekommst von Gott in Bezug auf die Auferstehung und eines Tages bei Gott zu sein. Lasst uns doch miteinander an diesem Tag Gott suchen. Komme fürs Gebet. Lass für dich beten. Vielleicht bist du auch hier und Gott hat sonst dein Leben angesprochen. Vielleicht bist du hier und brauchst sonst Gebetsunterstützung. Wir stehen einander zur Seite, auch als Geschwister, als ein verlängerter Arm des Bruders Jesu. Amen.